Ja, Leute, es geht ja weiter mit Yu-Gi-Oh! Master Duel. In der letzten Folge hatten wir irgendwie... Oh. Okay, gut, wir müssen es voreilig. Egal. Erstmal ein bisschen Updates laden. Gar kein Problem. Genau. Magier. Ne, er hat nicht in der letzten Folge. Wir sind aktuell bei Legacy of Duelist Link Evolution. In der Sechsel-Kampagne. Aber das ist ein anderes Thema. So, Freunde. Solo-Modus heute mal. Wir haben zwar letzte Folge noch ein bisschen was getan, auch mit Dinger hier verkauft sage ich schon, einsetzen, die ganzen Juwelendinger. Wir haben wieder neue Missionen, wie man gerade sieht. Okay, Wartung. Hinweis, Event, Synchro-Fesseln, Ankündigung. Sehr gut, das ist immer sehr gut. Das gefällt mir. Problem behoben. Dual Life cannot be watched. Dann wieder ganz schade. Wenn das nicht geht, dann nee. Da gehen wir gar nicht. Ja gut, wenn es nicht geht, geht's nicht. Mann. So, neue Missionen. Was haben wir alles? Melde dich an. 1K Account pro Tag. Yeah, 20 Edelsteine, geil. So, es gibt CP aus, um eine Karte zu erzeugen. Habe ich auch noch nie gemacht. Sind sich zu bewusst. Okay. Ein anderes Mal. Freunde. Was sollen wir tun, wa? Ja, eigentlich relativ einfach, wa? Natürlich mit der Story weiter. Ich habe natürlich keine Ahnung mehr, wie jetzt genau weitergeht, weil ich glaube, die letzte Part kam vor 2 Wochen. Ich muss mir jetzt, glaube ich, sowieso ein bisschen angewöhnen, dass der aktuelle Plan von wegen Yu-Gi-Oh! Am Wochenende plus Anno, das würde klappen, aber nicht, wenn ich jetzt quasi die Yu-Gi-Oh! Spiele täglich switche. Also quasi Samstag zum Beispiel Master Duel und Sonntag kommt irgendwie Legacy of a Duelist. Das klappt irgendwie nicht, weil man dann einfach sowieso kaum zum Aufnehmen komme. Und wenn ich aufnehme, dann hätte ich gerne irgendwie so einen Rutsch, also quasi eine Session, wo ich irgendwie sage, hey, 4-5 Folgen aufnehmen. Da war jetzt bei Anno ein bisschen doof, weil bald das neue DLC losgeht oder der neue Season Pass. Aber Yu-Gi-Oh! Würde es irgendwie anbieten. Ich glaube, ich mache es jetzt wirklich so, dass ich jetzt hier quasi sage, hey, jetzt ein Wochenende, Samstag plus Sonntag kommt Master Duel und das nächste Wochenende kommt Legacy of Duelist. Irgendwie so. Damit es auch ein bisschen klarer ist, weil irgendwie auch nur eine Folge pro Woche. Naja, eben, ist vor allem für mich auch irgendwie doof zum Aufnehmen. So. Ziel haben wir noch nicht. Okay, die holen wir ein anderes Mal. Dann erstmal das Ziel. Szenario. Mit den Pyroxenkriegern. Zuerst versuchen einige der Edelsteinritter, ihren Feinden aufzulauern, aber einer nach dem anderen beteiligte sich schließlich am Kampf. Inmitten heftiger Kämpfe fusionierten die Edelsteinritter weiter zu einer noch mächtigeren Kraft. Dieser Zusammenstoß der Stämme war jedoch nur der Anfang des Aufruhrs, der folgte. Die Edelsteinritter, die ihre Kameraden verteidigen wollten, fanden sich jetzt in einer Welle von Kämpfen wieder. Zuerst war ihnen der Konflikt zuwider, aber gegen dieses große Übel fusionierten sie schließlich mit anderen Völkern, um noch mächtiger zu werden. Darunter die Weilen, die vom Himmel herabstiegen und sogar die Lavalve selbst. Die Edelsteinritter, die Pyroxenkrieger im Herzen für Gerechtigkeit. Von ihrem Schicksal wird an anderer Stelle in glorreichen Details berichtet. Von mir, hehe. Abgeschlossen, sehr gut. Entschluss der Edelsteinritter. Yo, beschwöre Fusion des Edelsteinritters mit einer Fusionsverschwörung. Nutze das volle Potenzial von Fusionsmonstern, indem du ihre Angriffskraft in Fusionswaffe erhöhst. Da wird sich Jaden freuen. Das neues Kartenpack gefunden. Aufgegebenes Pyroxon. Nö. Wenn du direkt hier weiter zocken. Nein! Wir brauchen Erdkugeln, wa? Stimmt's. Die Dinger hier. Schade. Okay, wir gehen zurück. Wir haben Finsterniskugeln, wir haben Feuerkugeln. Neue Toroption verfügbar. Okay. Ich glaube hier... Ich vergesse leider immer wieder... Ich muss mal einmal aufschreiben, wo es gerade weitergeht. Die haben wir eigentlich geschafft. Es fehlt bloß noch der letzte Kampf hier. Den ich... einmal... theoretisch offscreen oder mal so zwischendurch machen kann, wenn wir so viel Zeit gerade übrig haben. Die Krieger sind Elementarherrscher. Hier können wir weitermachen. Nein, hier fehlen die Lichtdinger. Danke, Spiel. Green und Demise. Die waren wir, glaube ich, auch durch, wa? Die hätten wir vor 2 Folgen so gemacht. Doch.
Auch da fehlen jeweils noch die zweiten Kämpfe, aber trotzdem haben wir es. Das Rätsel Megalithen. Oh. Die Dinger schon wieder. Ah, okay. Hier hatten wir den gemacht, freigeschaltet, genau. Aber das Duell noch nicht. Gut, machen wir hier mal weiter. Was kriegen wir hier für eine geile Karte? Megalith Och. Aha. Okay. Worum geht's genau? Mehr Ritualmonster, okay. Deck des Gegners. Sehr viel Exis. Link muss ich zum Abwerfen, wa? Hat irgendwo eine passende Zauberkarte? Tauft Extravaganz, natürlich, okay. Megalith, Portal, Megalith. Aratron, Och, V. Megalith, 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 Megalith. Mega, mega, mega. Viele Ritualmonster. Das Leideck. Wenn wir damit antreten, was ist es? Strategie der Nekroz. Okay, aber auch Megalithen. Ein anderes Vorgehen. Ich habe vermutlich auch Tauft-Extravaganz, genau. Jetzt haben wir ein paar Synchronmonster dabei. Sehr schön. Psi, Hüllenlord Omega. Rötlicher Rosendrache, natürlich. Rötlicher Rosendrache, da fragt man sich ja schon. Also jetzt auch im Sinne vom Anime her gedacht, jetzt geht es um 5Ds Anime, im schwarzen Rosendrachen, der einer dieser legendären Drachen war. Was wäre die Story hinter dem rötlichen Rosendrachen? Weil irgendwie von Beschwörungsdingern her sieht man es irgendwie nicht, ob das irgendwie was Spezielles wäre. Sternenfresser. Nulldrache der Eisbarriere. Diese ganzen Drachen, Trischul, Alter, Stufe 11. Trügerischer Herrscher und noch ein paar Linkmonster, okay. Wir gucken mal, Freunde. Mal schauen, ob ich Ritual noch kann. Ja, wird schon. Schon so das Problem werden. Schwarzer Magier, stimme bei. Ritualmonster, okay. Und mein Zug. Ich ziehe. Megalith Aratron. So, das wäre jetzt ein bisschen doof. Ich meine, ich kann Bevor oder Aratron abwerfen, aber nicht um den anderen zu rufen. Also wir können quasi Aratron abwerfen, um nachher Beto abzuwerfen, um nachher Ophiel zu rufen. Machen die Karte. Ritualzauber. Nekros Ritualmonster. Aber viel mehr kann ich eh nicht machen, also irgendwas soll ich vielleicht dann doch machen. Ja, warte mal, wo ist der Schnelleffekt hier? Ja, komm. Freunde, Ritualbeschwörung. Zeige dich, Megalith Ophiel. Ja, auch so einen netten Effekt. Genau. Das ist natürlich immer cool, nehme ich gerne. Ein Megalith-Monster hinzufügen. Welches wird mir was bringen? Megalith Fool. Klingt nicht schlecht, der Effekt. Falek. Ein bisschen zu früh für Falek. Was ist mit Och?
nehmen mal den. So, warte mal. Das hat er gerade gemacht. Wenn du eine Main-Phase, du kannst den Effekt aktivieren, musst du ein Ritualmonster oder als Ritualbeschwörung an deiner Hand, den du Monster an deiner Hand oder Spielplatz als Tribut anbietest. Nee, wäre jetzt noch zu früh. Megalith ermächtigen, okay. Klingt soweit schon mal cool. Aber erstmal greife ich an. Dann sind mal die Karten noch verdeckt. Den Flederwisch warten wir noch für später. Das Kaleidoskop von dem Teil. Ich muss ein paar Mikros-Karten haben überhaupt. So. Ganz kurz gucken. Ja, nur bis zum Ende des Spielzugs ein doppeltes an der Grundstufe. Ist noch zu wenig, aber generell nicht schlecht. Na gut. Was? Sogar auf die Hand geschickt, dann schlecht, ey. Bringt mir nicht viel. Au. Hä? Was hat das gebracht? War durchaus ein interessanter Effekt. Kann man aber so sagen. Hä? Warte mal. Ja gut. Die natürlich offenbar auch bei den Dingern. Dann natürlich Kacke. Dann wird's Kacke. Und die ganzen Hören mit einem Leg ein Monster in einem Exo-Deck auf dem Friedhof. Nach einer ganzen Ritualbeschwörung, die man so Stufe Monster spricht. Warte mal. Die Gesamtstufe genau der Stufe des Monsters entspricht. Necros vom Einhorn, okay, den könnte ich jetzt rufen. Nee, passt noch nicht. Megalythen und Nekrosen, sehr interessant. Nekros-Ritualzauber, du kannst die Karte abwerfen und dann eine Nekros-Karte an einem Friedhof wählen, aus Necros vom Einhorn. Was bringt es mir großartig, ja? Das ist die andere Frage. Ja, leider kann ich ja kein Monster vom Extra-Deck wählen, weil das sind natürlich alles... Ich hatte zwar auch Synchro-Monster darunter, eben solche mit Stufen, aber leider offenbar kein passendes. Ja, genau der Stufe, deswegen okay. Erstmal muss deren Fallkarte weg, die nerven nämlich ein bisschen. So. Was? Ernsthaft, da kommt noch V dazu. Das ist schon ein bisschen fies.
Das ist ein bisschen sehr fies, Freunde. Ja gut, dann aktiviere sie halt mal. Herzerkarten, hilf! Ernsthaft? Soll dann so richtig passen, mit großem Einhorn. Stufe 6. Oh Mann, gut. Jetzt gehen wir es mal. Ja, aber es bringt mir nichts. Super. Ich kann ihn nicht rufen, weil ich natürlich kein Stufe 6 Monster habe, wa? Ich habe alle möglichen Stufen hier im Deck, aber kein Stufe 6 Monster. Okay, warte mal. Nicht so viel. Ja, dann können wir riskieren. Hä? Aber kein Stufe 9 Monster im Deck? Doch. Warum? Biete ein Monster in deiner Hand oder Spielfeldzahl als Tribut an oder lege ein Monster in einem extra Deck auf den Friedhof. Zusätzlich beschwöre dann eine beliebige Anzahl Necros-Monster, zum Beispiel das hier, der Gesamtstufe genau der Stufe des Monsters entspricht. Hä? Was will ich eigentlich machen? Ich will jetzt gerne ein Monster vom extra Deck abwerfen. Du kannst diesen Effekt von Necros-Kunden ein paar Spielzug verwenden. Ja, momentan bin ich da gar nicht drin. Ist nicht das ganze Spiel, ist nicht das Match, ist nur der Spielzug. Du kannst diese Karten an den Großen und an den Friedhof verbannen, wieder an den Großen und an den Deck hinzu. Okay, sorry Leute, ich verstehe es nicht. Ich bin jetzt der Meinung, dann überlese ich etwas, sorry, aber ich bin der Meinung, dass ich jetzt nicht Großkleidoskop spielen könnte. Sprich hier ein Stufe 9 Monster nehmen, zum Beispiel die beiden, damit ich nachher einen großen Trishula rufen kann. Oh nein, ja, jetzt sehe ich es hier. Muss als Ritualbeschwörung beschworen werden, ohne Monsterstufe 9 zu verwenden. Ey, sorry. Weißt du, sowas hasse ich bei solchen Themendecks. Da hast du im Prinzip oder ein Structure Deck, was so gut aufeinander aufgebaut wäre, was passiert? Sie nehmen es irgendwie selber aus dem Spiel. Geiersäbel, hallo. Warum muss es jetzt Ritualmonster nehmen, wo es heißt, oh, ich bin Stufe 9, aber ich kann kein Stufe 9 Monster nehmen, um mich zu rufen? Das ist doch Bullshit. Ja gut. Jetzt weiß ich, jetzt kenne ich das Deck ja ein bisschen besser. Oh Mann, ey. Ja, sowas finde ich einfach schade, ganz ehrlich. Sowas nimmt mir halt ein bisschen den Spaß in solchen Themen, also Structure Decks, wie auch immer. Mich damit auseinanderzusetzen, mich zu fragen, ja, was spielen soll, weil das ist für mich das Thema erledigt. Dann sage ich mir, nee. Wenn ich immer darauf achten muss und das mit dem Monster nicht klappt und so, dann sage ich lieber, nee, komm, lass. Okay, wie sieht es mit dem aus? Okay, man kann es mal spielen. Necros-Spiegel.
Der bringt mir aber nicht viel. Leider. So, Ritualbeschwörung erscheinen. Necross von Valkyrus. Ja, wir können es mal abwerfen, komm. Du, 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 du. Nehmen wir den hier. Mhm. Nochmal der da. So. Das ist gerade angeboten worden. Du kannst an der Hand einen Großkrieger deinem Hand hinzufügen. Du kannst einen pro Spielzug verwenden. Okay, was hat der nochmal? Zwei Monsters Tribut anbieten. Okay, auf meiner Hand. Oder Spielfeld. Dann gucken wir doch mal. Oh, der schon wieder. Der scheiß Pfau schon wieder. Ist ein Kran noch ein relativ krasser Effekt, den sie so drauf hat. Warte mal, welchen? Kann man so kontrollieren, können sie Karten weiter denken zu. Mhm. So, bringt leider noch nicht viel, wa? Schade. Ja, ja, super. Ja, da dachte ich gerade, hey, wieso geht das nicht groß nicht? Aber ist ein. Scheiße, ist ein Megalyt. Das habe ich jetzt komplett übersehen. Nicht groß, Megalyten, ja, super. Hä? Ernsthaft jetzt? Spielt das ein Bot, ein NPC von mir aus? Kann doch nicht sein. Ich muss jetzt überlegen, was er machen soll. Okay. Aber ein langsamer NPC. Oh, Spiel hängt gerade, kann natürlich auch sein.
Das ist neu. Muss ich schon mal sagen, das ist, da hatten wir jetzt noch nie. Nach über 8 Folgen Yu-Gi-Oh! Master Duel hatten wir jetzt noch nie, dass der NPC hängt. Keine Ahnung, vielleicht wird er mit einem Intel Pentium Prozessor betrieben oder so. Also Pentium 1. Hm. Oder natürlich hat doch jemand reingehackt. Das kann natürlich auch sein, wa? Ja, wisst ihr, warum so übertreiben? Ja, jetzt machen wir eine Xyz-Beschwörung, genau. Nummer 38, toll. Ey, Ganze, was soll er gegen so ein Deck machen? Ernsthaft so eine Link-Beschwörung? Das letzte Mal war das nicht, gar kein Thema. Es war doch irgendwie 3G, wer wird am Rennen? Ich wollte ein schwarzes Loch nehmen, gibt die Karten aber gar nicht im Deck. Schön, ich kann nichts machen. Ey, ist das eine Scheiße, ganz ehrlich. Das ist da wohl einfach. Da ist ja wohl ein Hohn, Freunde. Wieso verarschen die einen so? Nee, komm, wir haben es auch gesehen. Da mache ich mal Offspin das Duell, ganz ehrlich. Ich muss mir erst eine bessere Strategie überlegen, weil mit dem Deck ist das irgendwie ein bisschen schwierig, finde ich. Gut, scheiß drauf. Das Rätsel der Megalythen am Arsch. Also Freunde, nächsten Part machen wir wieder was Neues. Und zwar der Runde Gladiatoren. Die brauchen noch ein bisschen Abwechslung. Beziehungsweise Gladiator-Ungeheuer. An die kann ich mich auch noch erinnern. Und dann die Ursprünge der Karakuri studieren. Ne, ich glaube, wir werden uns nächste Folge vor allem die Gladiator-Ungeheuer konzentrieren, uns befassen damit. Jo, das passt. Den Rest, ja, zum Teil ein paar Kugeln mehr finden. Hier muss ich irgendwie anders gucken, was ich damit mache. So Quatsch, ey. Also, bis zum nächsten Mal und bye bye.